Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht nicht gut, hoffentlich alles in Ordnung. Nehmen wir wieder mal mit dem OBS auf, der Streaming-Software, wo ich alles chillig zusammenfügen kann. Und darum ist die Qualität des Game leider nicht ganz so berauschend im Vergleich zur Direktaufnahme mit dem Elgato, obwohl das ich es mit dem Elgato aufnehme, aber irgendwie haut es gar nicht so her. Das sollte euch aber nicht abschrecken, weil was wir hier jetzt uns anschauen, ist das Infamous Second Son. Habe ich schon einiges davon erzählt. Ein exklusives PlayStation-Game. Erster und zweiter Teil mit DLC sind auf der PS3 rausgekommen. Und man war jetzt sehr gespannt, wie der dritte Teil in diesem Sinn, auch wenn es nicht Infamous 3 heisst, wird sein. Weil es ist mehr oder weniger ein Launch-Game oder auch sicher eins, das im Launch-Window ist rausgekommen. Das heisst auch bei diesem Zeitfenster, wo die Konsole wirklich noch sehr frisch ist, wo die Hersteller während dem Entwicklungsprozess vielleicht mit verschiedenen Hardware-Spezifikationen sich umschlagen mussten, wenn der Hersteller dann wieder irgendetwas angepasst hat. Und so Games sind öfters grafisch nicht so stark. Und das Infamous Second Son ist hier das absolute Gegenteil. Ich habe jetzt die Mission verkackt, was natürlich nicht so schön ist, aber eigentlich kann ich euch jetzt nur ein bisschen zeigen, wie man rumzieht. Also, dann fighten wir hier halt ein bisschen. Ich muss hier die Engel killen. Achtung, Spoiler, gell? Die es nur möchten spielen, sollten jetzt vielleicht nicht zuschauen. So. Wow. Da geht also einiges ab wieder mal. Gestern hat mich das so gefrustet, dass ich es gerade Hallo sein. Aber das mal schaffen wir es vielleicht. Also. Die Rede ist vom Infamous, wie erwähnt, exklusiv PlayStation. Für die, die es noch nicht gekauft haben und so auf Open World Games stehen, zieht nicht rein. Es ist wirklich der Hammer, weil, und jetzt kommen wir zurück zur Grafik, die ist absolut phänomenal. Das kommt im Video nicht zur Geltung, aber wenn ihr es dann live seht, es ist wirklich das best aussehende Game, Open World Game auf der Konsole, das ich jemals gesehen habe, seriously. Oh, ich will mir hier gerade ein bisschen verstänzeln. Leckt mir, ist das mühsam hier. Also. Ui, ich kratze jetzt gerade ab. Was bei diesem Game immer schon ein bisschen mühsam war, ist, dass die Städte auch ein bisschen unbelebt gewirkt haben. Gerade auch im Vergleich zum GTA. Und das haben sie jetzt hier wirklich massiv verbessert. Es ist sicher nicht gleich lebendig wie das GTA, aber vergleichen mit dem GTA muss man echt auch sein, weil Sucker Punch, das das Game entwickelt hat, das ist ein viel kleines Studio. Und rein von dem her kann man schon gar nicht den Aufwand, der in so ein Game muss gesteckt werden, um das dann noch viel lebendiger zu machen, direkt vergleichen. Aber für die 80 Mann, die sie sind und Frauen, haben sie wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Missionen sind jetzt sicher nicht die abwechslungsreichsten, die es gibt, aber es ist genug unterhaltsam, dass man es weiterspielt, dass das Interesse sicher da bleibt. Und man kann bekannterweise wählen, ob man gut oder böse sein will. Ich habe jetzt letztes Mal schon erwähnt, ich spiele jetzt hier mal der Gut und dann vielleicht im zweiten Durchgang noch der Böse. Irgendwie gibt es Leute, die ums Verrecken gerade die Böse immer möchten sein. Das kann ich insofern verstehen, weil man im echten Leben vielleicht das nicht ausprobieren kann, logischerweise. Aber ich denke mir auch, wieso nicht gut sein, weil in gewissen Games wird das dann auch belohnt. Ich denke vielleicht zurück als Bioshock. Und den Bad Boy kann man immer aushängen, aber ja, ich denke, das ist psychologisch auch noch interessant, für was für Seiten sich Spieler da entscheiden. Aber das ist jetzt definitiv nicht das Thema, dass wir so eine Analyse machen würden. Wo es wäre noch interessant, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Alben, wenn ihr wählen könnt, entweder böse oder gut seid. Es würde mich jetzt schon noch interessieren, ob wir hier irgendwie extrem stark Tendenz auf beide Seiten haben. Der Hauptcharakter ist so ein bisschen der Hipster, aber eigentlich ein cooler Typ. Hat mich jetzt nie gestresst. Das ist sein Brüder, Bulle. Vor der Polizei mal halten, was man will. Ja, aber eben die Grafik, es ist wirklich extrem, wie viel Liebe, dass sie zu den Details eigentlich für Details aufgewendet haben. So. Weil du kommst
eigentlich egal, wo du herstehst, immer wieder in Situationen, wo wir sagen, hey, extrem geil, das sieht wirklich super aus. Es ist nicht so generisch, wie häufig so Open-World-Games sind, weil es ist wirklich überall irgendetwas und die Partikeleffekte und Lichteffekte und klar gibt es noch Zeug, die man besser machen könnte. Aber wow, die kennen ja mein Wow. Und vielleicht spreche ich das oft ein bisschen häufig aus, aber es hat schon seinen Grund, glaubt mir's. Was auch ganz cool ist, vom Delsin, der Hauptcharakter, seine coole Nieten, Jeans, Chilejacke kann man auch mit unterschiedlichen Motiven hinten drauf versehen. Wow. Also, das wären jetzt Missionen, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ich möchte die Zeit jetzt noch aufwenden, euch eines der coolsten Features von diesem Game zu zeigen. Und das hat eigentlich mit dem Game selber nur wenig zu tun. Es ist einfach so, dass der Delsin halt ein Sprayer ist, aber sonst hat das herzlich wenig mit den Missionen oder irgendetwas zu tun. Man muss die sicher schnell runterrützen und auch hier kann man sich dann immer entscheiden, ob man sie fertig machen, töten oder ob man sie nur betäuben. Das eine ist natürlich besser als das andere, jetzt könnt ihr selber entscheiden was. Und dann geht das dann gut, da ist noch so ein Drogendeal am Laufen, aber ich brauche noch schnell irgendwann ein bisschen Rauch. Die Rauchkräfte kann man absaugen. Und so auch die Neonkräfte. Jetzt muss ich noch einmal schnell aufs Dach raufkommen. Genau, das ist auch sehr stylisch gemacht hier immer. Yeah, wer will schon raufklettern? Oh, das sind gerade Gegner hier. Crap. Und ich habe keinen Betäuber. Schöner Scheiß. Wenn Headshots verpasst ist. Wow. Der kann schnell auch einen Betäuber machen. Aber hey, ich habe 0 Rauch mehr. Ich muss schnell rüber zu diesem Dächli ziehen. Und ihr seht, typisch, wenn ich am Open World spielen bin, ich verzettle mich immer irgendwann. Always. Und genau das macht eben auch der Charme von so einem Game für mich aus. Und auch wenn es jetzt vielleicht gerade im Swiss nicht besonders gefallen würde, es ist eben schon unterhaltsam gemacht. Für ein Game, das man vielleicht mal alleine möchte spielen. Und für jemanden, der natürlich nur Multiplayer zocken will, ist klar, da bietet Infamous nichts, weil es hat kein Multiplayer. Wäre in meinen Augen auch überflüssig gewesen, weil es halt ein Singleplayer-Game ist. So, die Gegner können auch so komische Steinfähigkeiten, Superkräfte anwenden. Die sind noch wicked. Oder auch ein bisschen mühsam, je nachdem wie man es nennt. So, jetzt ist hier noch der letzte und jetzt habt ihr gesehen, oben links hat sich eine Bombe aufgefüllt und je nach Superkraft kann man die dann mehr oder weniger cool einsetzen. Und die Bombe finde ich auch geil. Das vom Neon ist auch nicht schlecht, aber ziehe ich das jetzt schnell rein. Ja, und oben sein Grinsen mal nicht jedem seine Sache sein, aber also, stellt euch mal vor, ihr hättet selber so Superkräfte. Würde vielleicht auch ein bisschen smilen, wenn ihr dort runterzieht und wüsst, jetzt gibt es gerade richtige Zerstörung. Also, ihr seht, also zum zweiten Mal, das steht schon ein bisschen belebt. Es läuft etwas, auch die ganzen Zettel und Fötzchen, die rumfliegen, Blätter. Es wirkt definitiv nicht steril, auch mit dem Licht ist es cool gemacht. Wow, verpiss dich, Mann! Woher kommen die jetzt? Shit! So. Okidoki. Darum, ich freue mich extrem auf das GTA auf der neuen Konsole. Also, jetzt ziehe ich es rein. Sind das hier die Sprayer-Missionen? Und jetzt kann man hier immer wieder gut oder böse auswählen und die nehmen wir natürlich gut. Und jetzt muss man den Controller, so wenn ich eine Spraydose habe, muss ich den ein bisschen schütteln. Und jetzt kann man hier anfangen zu sprayen. Und man muss nicht genau arbeiten, man muss auch nicht alles ausfüllen. Es ist alles eigentlich nur just for fun. Die Motive sind eigentlich alle sehr stylisch, muss ich sagen. Dort hat definitiv jemand mitgeholfen, der sich auskennt mit Graffitis. Und ich finde es noch cool, das zu machen, so ohne Witz. Man kommt sich hier nicht wie der Pro-Sprayer vor, aber ganz ehrlich, mit dem Controller ist es cool gemacht, dass man so schütteln und Schräg kann haben. Es ist auch perfekt zum Heben, finde ich, mit den Griffen. Und so als Zeitvertreib, als Nebenbeschäftigung, eins an, dass das noch niemandem anderen im Sinn ist gekommen. Ist schon strange.
Jetzt können wir uns hier anschauen. Oder eben auch nicht anschauen, was er macht. Das ist sehr schade, dass da einfach ein schwarzer Bildschirm ist. A man, a plan, and an aerosol can. Aber ja, jetzt hat er hier schnell aus dem Bankomat ein Ding gemacht. Blackjack, Jackpot-Maschine, whatever. Und stellt euch mal vor, ihr würdet das in Real Life sehen, wär's cool. Und von dem her gibt es noch ganz viele andere Motive. Weil jetzt hier nebendran auch noch eins ist, machen wir doch das. Aha, ist das echt ganz oben? Machen wir das versuchsweise auch und für das brauchen wir Neonkraft. Ziehen wir uns die schnell und dann säcken wir hier geschwind rauf. Wenn man den richtigen Knopf erwischt. Wobei ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das vom Dach ist. Ist das echt unterirdisch irgendwie? Ah mal, zieh das rein. Stylisch, stylisch. Ja. Yeah. Das ist eigentlich Seattle, die zwei Halbinseln, wo man sich bewegen kann. Am Anfang ist man so ein bisschen Natur. Es ist schade, dass man dort nicht zurückkehrt. Aber sie haben sich das auch einfach irgendwie nur in der Stadt vorstellen, das Gameplay. Machen wir ja auch noch schnell, zu realistisch. Ja? Seitwärts halten, schütteln und dann können wir anfangen zu sprayen. Jetzt haben wir hier die Madame oder der Monsieur, der hier etwas am Molen ist. Ja? Was für ein Zufall. Ist natürlich auch eine gute Position. Zum Herhöckeln mal etwas pinseln. Längt das? Nein, längt noch nicht. Gut. Also man muss schon einigermaßen sauber schaffen, sonst lässt es einem nicht weiter. So. Ja, dass der Delsin, der Hauptcharakter, so Kettchen an den Handgelenk hat und so, ist sicher auch nicht jedem sein Ding. Am Anfang hat mich gedacht, hey, nein, was für eine Flöte. Aber er macht das wirklich noch cool. Oder sie haben seinen Charakter noch cool ausgearbeitet. Aber auch nicht allzu facettenreich. Ich meine, eben, es ist nie zu vergleichen mit GTA. Ich bin immer gespannt, was nachher rauskommt. Just made the world a little better place. Yeah, it's beautiful, it's fucking beautiful, oder? Und die eben böse sein wollen, die können auch natürlich irgendwelche Zerstörungssachen oder so drauf tun. Das ist auch easy, das ist super, dass man die Wahl hat. Das Buxton Building oder was auch immer das jetzt sein, zieh dich rein. Wo war es? Buxton. Und von weitem hat das Flugzeug ausgesehen wie das Xbox X. Ein Sony-exklusives Game, das ein bisschen eventuell einen Witz auf Kosten von Xbox macht, aber vielleicht habe ich das selber gerade interpretiert. Also ja, währenddem, dass ich hier noch ein bisschen mit meinen Neon-Fähigkeiten aufsäckle, das Coole ist, man muss einfach nur einen Knopf drücken behalten und dann geht das. Einfach aufsäckeln und zieht überall auf das Käbel. Ich möchte mich jetzt auch schon verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Für die, die es noch nicht gekauft haben, hat es vielleicht der eine oder andere ein bisschen lustig gemacht. Es ist echt ein gutes Spiel. Wenn ihr wollt, könnt ihr es zweimal durchspielen, eben weil man gut und böse kann sein kann. Sonst ist es vielleicht eher ein Game, das man einmal durchspielt und dann, wenn man es physikalisch gekauft hat, dann vielleicht weiterverkauft. Ja, digitale Kopie, ich will eh nichts Physikalisches. Außer vielleicht Collectors Editions jetzt auf der PS4, aber von denen auch ein bisschen weniger. Und von dem her kann ich es nicht weiterverkaufen, leider. Weil, ja, nachdem dass ich es eben jetzt sicher zum ersten Mal durchspiele, weiss ich nicht, ob ich zum zweiten Durchlauf komme. Und da hätte man auch Gewinnspiele daraus machen können. Das ist schon ein bisschen ein Nachteil von der digitalen Version. Ja, vielleicht werden sie da noch irgendetwas herausfinden und Tryhard Face. Die Zunge war auch draussen, wenn ich mich nicht täusche. Und die Sau gleich nicht bereicht. Dafür der Turm. Yeah, whatever. Das schnappe ich mir ein anderes Mal. Wunderschöner Sonnenuntergang. Tages- und Nachtwechsel ist leider nicht dynamisch. Es ist je nach Mission. Aber das spielt gar nicht so eine Rolle. Es ist echt schön gemacht. Der grösste Pluspunkt von diesem Game ist wirklich die Grafik. Und auch spielerisch und vom Sounddesign ist es absolut okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, schönen Abend, macht's gut, ciao zusammen.